Herzlichen Dank. Ich darf Sie im Namen des Organisationsteams dieser Tagung herzlich begrüßen. Mein Name ist Jürgen Birker und ich werde Sie durch den Vormittag führen. Ich bin glücklich, dass wir heute ein so vielfältiges Programm auf die Beine stellen konnten, das auch mehrere Aspekte abdeckt und auf mehreren Ebenen funktioniert. Wenn Sie sich durch das Tagungsprogramm schon durchgearbeitet haben, dann sehen Sie, dass es erstens ziemlich lang ist. Das liegt nicht nur daran, dass es zweisprachig ist, sondern dass wir auch versuchen, viele Elemente einzubauen, von der persönlichen Erzählung, wie es jetzt schon in der Einleitung durchgeklungen ist, und dem Erfahrbarmachen der Minderheitensituation in Kärnten und ihrer Geschichte bis hin zur Gegenwart und vor allem aber auch Fragen, die die Zukunft betreffen. Wir wollen also immer diesen persönlichen Rahmen, die persönliche Note durch die Konferenz ziehen, aber dabei natürlich die fachliche, die Metaebene dann besonders morgen in den Fokus unserer Debatte stellen, und wir wollen übermorgen dann gemeinsam wandern, um eine Grenzüberschreitung, um das Zusammenkommen, die Begegnung auch erlebbar und erfahrbar zu machen. Das ist das Konzept, mit dem wir jetzt seit 3 Jahren diese Tagungen bestreiten, aber es waren 4 Tagungen. Und an der letzten Tagung, diese wollten wir zum Anlass nehmen, den Höhepunkt unserer Tagungsreihe, um den Blick in die Zukunft zu richten. Und 100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung die Frage zu stellen: Wie wollen wir in die Zukunft gehen? Wir haben die letzten 100 Jahre genug über die Vergangenheit gesprochen. Wir müssen neu denken und wir müssen uns überlegen, wie wir in der Region die sprachliche Vielfalt zu einem USP, zu einem besonderen Wert der Region machen und diese schützen können. Und wir können uns überlegen, ob man von anderen Regionen in Europa lernen kann. Das soll eine Perspektive sein für diese Tagung, nach außen zu blicken, aber natürlich auch ins Land zu blicken und viele erfolgreiche Persönlichkeiten auf die Bühne zu bitten, die uns sagen, was es denn braucht, was sind die Bedürfnisse der Gruppen vor Ort und wie können wir diesen Bedürfnissen gerecht werden und entsprechen, um eine vielfältige Identitätsentwicklung vor Ort und in der Region möglich zu machen. Wir sind glücklich, dass Sie diese Tagung mit uns bestreiten, und ganz besonders geehrt sind wir, dass Frau Ministerin Dr. Susanne Raab den Weg zu uns gefunden hat. Frau Dr. Raab hat, und das ist, glaube ich, sehr beeindruckend, Psychologie und Rechtswissenschaften studiert. Ich glaube, beide Fächer sind notwendig, wenn man Fragen der Diversität und des Minderheitenrechts verstehen will, weil man erst sozusagen über den Blick in die Gruppendynamik, die sich hinter den Rechtsnormen und den oft ausgetragenen Gefechten, etwa um zweisprachige Ortstafeln, die angesprochen wurden, die versteht man erst, wenn man tiefer in die soziale Dynamik dieses Konflikts blickt. Und dass Sie diese Expertise mitbringen, freut uns natürlich ganz besonders. Aber nicht nur das, Sie haben auch ein breites, neues Portfolio in Ihrem Ministerium, nämlich für Frauen und Integration. Und das bedeutet, dass Sie zuständig sind nicht nur für die Volksgruppen, sondern auch für die Integration neuer Minderheiten und für die Bedürfnisse von Religionsgemeinschaften. Alles Gruppen, die sozusagen sich in der Bedürfnisstruktur unterscheiden, wo aber die Frage zwischen wir und den anderen, wer gehört dazu, wie unterstützen wir ein gemeinsames interkulturelles Zusammenleben, eine Rolle spielt. Und wir haben versucht, in den letzten Tagungen dieses Thema auch schon abzubilden, als wir uns 2017 mit neuen und alten Minderheiten beschäftigt haben, dann mit der Frage der Grenzziehungen, mit der Frage der Entwicklung des Minderheitenrechts und heute mit der Zukunft. Daher sind wir glücklich, dass Sie bei uns sind und hoffen, dass Sie uns einige Perspektiven für diese Zukunft eröffnen. Frau Ministerin, Sie haben, als Sie sich getroffen haben zu einem Austausch mit den Volksgruppenvertretern, gemeint, es gibt sehr konstruktive Gespräche, und Sie haben betont, dass die Sicherung und Förderung der Sprache und Kultur der Volksgruppen weiterhin Priorität haben und dass Sie, wie in der Verfassung vorgegeben, auch auf die Sicherung des Bestandes und der Erhaltung der anerkannten Volksgruppen achten werden und sie fördern. Frau Ministerin, wir sind geehrt, dass Sie bei uns sind, und ich darf Sie um Ihre Eröffnungsworte bitten. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Superintendent, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Volksgruppenvertreter, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Damen und Herren. Zum einen der breite Adressatenkreis, den ich jetzt schon nennen dürfe, zeigt einfach die Bedeutung und auch die Breite der Konferenz. Und zum Zweiten, ich bin froh, dass ich nicht direkt nach den 2 Schülern sprechen musste. Ich finde, die Reden haben einfach alles gesagt, extrem stark. Vielleicht darf man ja auch einmal als Redenschreiber ins Ministerium kommen. Das wäre sozusagen mein Angebot. Das ist die erste öffentliche Veranstaltung, die ich jetzt auch als Ministerin besuche nach
der Corona-Krise, in der wir uns ja noch immer befinden, aber sozusagen nach der ersten Welle auch der Corona-Krise. Es war mir wirklich wichtig, heute herzukommen, und ich finde, es ist auch genauso, wie Sie direkt auch gesagt haben, wir müssen noch alle vorsichtig sein, wir müssen alle ganz fest zusammenhalten, damit es zu keiner zweiten Welle kommt, aber es ist wichtig, dass wir wieder ein Stück weit Schritte auch in Richtung Normalität setzen, natürlich unter höchsten Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, wo ich auch nochmal an Sie appellieren möchte, dass wir hier alle zusammenhalten und dass wir alle vorsichtig sind. Die Teilnahme eben heute und der Dialog mit allen Ihnen ist mir wirklich ein ganz wichtiges Anliegen. Der Dialog, das hat man auch ja vorher so wunderbar gesehen, auch bei den beiden Schülern, beim Schüler und bei der Schülerin, ist unsere zentrale Botschaft, ist auch meine zentrale Botschaft, und da möchte ich auch gleich einige Aspekte aufgreifen. Zuerst aber möchte ich noch einmal den Schülerinnen und Schülern Danke sagen, ihre Leistung hervorheben als die vielleicht wichtigsten Teilnehmer auch dieser Tagung. Danke auch für die Darbietungen, für die musikalischen. Sicherlich haben sich die Schülerinnen und Schüler auch im Vorfeld dieser Konferenz selbst viele Gedanken zu dem Thema gemacht, und man hat auch gemerkt, es beschäftigt sie laufend, nämlich was bedeutet es, wenn in einem Teil des Landes zwei Sprachen gesprochen werden, wenn es unterschiedliche Bräuche gibt, wenn es unterschiedliche Gewohnheiten gibt, wenn es verschiedene Sichtweisen vielleicht gibt auf die Geschichte eines Landes, und solche Dinge immer wieder zu hinterfragen, um auch die eigene Antwort darauf zu finden, ist immer sehr positiv. Das ist zumindest meine Meinung, weil ich glaube, es ist etwas ganz Natürliches, wenn ein Mensch mehrere Identitäten in sich trägt, und es ist auch etwas Positives, weil Unterschiede sind nichts Negatives, im Gegensatz, Unterschiede sind bereichernd einen Menschen, ein Land, ein Zusammenleben, solange es eine gemeinsame Basis und einen Grundkonsens gibt, der ja in Österreich ein starker ist. Ich würde sogar sagen, dass es in der DNA Österreichs liegt, dass hier verschiedene Völker auch vereint sind. Ich denke, ich muss in diesem Kreis nicht näher auch auf die Geschichte der Volksabstimmung und ihre zentrale Bedeutung auch für das kärntnerische Selbstverständnis eingehen. Was ich aber sehr wohl sagen möchte, ist, 100 Jahre Volksabstimmung ist für Österreich ein freudiger Anlass, ein Grund zum Feiern. Wir sind stolz darauf, dass sich auch viele Kärntner Slowenen für die Zugehörigkeit zu Österreich entschieden haben. Sie sind Teil unserer Identität und weder aus Kärnten noch aus Österreich wegzudenken. Aus dieser Entscheidung leitet sich aber auch eine historische Verantwortung für die Bundesrepublik Österreich ab. Die nachhaltige Sicherung des Bestands der slowenischen Volksgruppen und die Ermöglichung ihrer Entfaltung in allen Lebens- und Gesellschaftsfeldern, das sind unsere Aufgaben, die wir als Republik im Allgemeinen, aber auch ich persönlich als Kanzleramtsministerin sehr ernst nehme. Und das möchte ich betonen. Ich bin hier als Kanzleramtsministerin heute, als Ministerin, die vom Bundeskanzler auch geschickt wurde. Die Volksgruppenangelegenheiten sind weiterhin im Kanzleramt angesiedelt, in der zentralen Stelle der Republik, wo es auch darum geht, dass wir unsere verfassungsmäßigen Aufträge wahren. Und die Sicherung und die Erhaltung der Volksgruppen ist ein solcher verfassungsmäßiger Auftrag, den wir hier auch im Kanzleramt und ich als zuständige Kanzleramtsministerin wahrnehme. In den vergangenen 100 Jahren hat es für die Kärntner Slowenen auch mehrere schwere Phasen gegeben. Die Konflikte reichen ja bis in die junge Vergangenheit. Dank auch des Kärntner Versöhnungswegs ist das Miteinander heute in Kärnten aber von gegenseitigem Verständnis, Respekt und auch Wertschätzung getragen. Diese historische Versöhnung konnte nur dadurch erreicht werden, dass alle Betroffenen zusammengekommen sind und nicht mehr übereinander, sondern miteinander geredet wurde. Ein Dialog hat stattgefunden. Am wichtigsten ist Dialog an der Basis, in den gemischten Gemeinden und rundherum im täglichen Zusammenleben, wie man auch heute sieht, auch wenn es zum Teil tiefe Gräben sind, die zum Teil immer noch nicht überwunden werden konnten. Eine bedeutende Ebene des Dialogs ist aber auch jene der Politik. Leider kann Frau Ministerin Jaklic heute kurzfristig nicht teilnehmen, aber ich konnte bereits gestern Abend ein sehr offenes, wertschätzendes Gespräch mit ihr führen, wo wir viele auch gemeinsame Ziele definieren konnten. Mit dabei war noch Sie, Herr Staatssekretär Valentincic, der Sie ja heute bei der Konferenz vertritt.
Ich freue mich im Beisein eines slowenischen Regierungsvertreters, die enge freundschaftliche und historische Verbundenheit unserer Staaten als Nachbarn und Partner in Europa auch zu bekräftigen. Und mir ist dabei wichtig zu betonen, die Bundesregierung bekennt sich zur Erfüllung aller völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung der in Österreich beheimateten Volksgruppen. Es ist uns bewusst, dass die Volksgruppen auch eine besondere Unterstützung brauchen, da viele Faktoren des modernen Lebens in Richtung Assimilation wirken. Aber es gibt auch neue Chancen, die sich beispielsweise durch die Digitalisierung ergeben. Auch sie werden ja Thema bei der Konferenz sein. Und besonders wichtig dabei ist mir die Einbindung von Ihnen allen, also der Dialog mit den Volksgruppen auch. Das aktuelle Regierungsprogramm hat zahlreiche Forderungen aus den Volksgruppen auch aufgenommen. Es ist ein wirklich starkes Regierungsprogramm, ein starker Auftrag an uns als Bundesregierung, ein starker Auftrag auch an mich als Ministerin. Bei all diesen Vorhaben lege ich großen Wert darauf, die Betroffenen, die Volksgruppen auch einzubinden. Deshalb war es mir wichtig, auch als eine der ersten Amtshandlungen, die Volksgruppenvertreter in unserem Ressort im Kanzleramt willkommen zu heißen. Ich freue mich daher sehr, dass wir auch heute wieder zusammenkommen. Ich freue mich auf den weiteren Dialog auch mit den Volksgruppenbeiräten, mit den Vorsitzenden, mit denen ich ja schon starten durfte und wenn ich weitere Einladungen ins Bundeskanzleramt auch zeitnah aussprechen darf. Wir haben bei diesem Arbeitsgespräch, das ich gerade angerissen habe, auch über die Situation aller 6 anerkannten Volksgruppen gesprochen und wir haben festgestellt, es ist der Dialog wichtig, der Dialog zwischen der Republik und den Volksgruppen, natürlich auch der Dialog innerhalb der Volksgruppen, aber wichtig ist natürlich auch, dass der Dialog nicht nur in Wien, sondern auch hier in Kärnten geführt wird. Zweifellos hat sich in den letzten Jahrzehnten, speziell auch seit dem erzielten Ortstafelkompromiss, das Verhältnis zwischen deutscher Mehrheit und slowenischer Minderheit grundlegend und deutlich verbessert. 100 Jahre Zusammengehörigkeit können hoffentlich auch der Anlass sein, Streit und Konflikte nur mehr mit dem Blick zurück wahrnehmen zu müssen. Die Vergangenheit ist in der Vorgängerkonferenz in den Vorjahren ausgiebig thematisiert worden, ganz nach der Devise aus der Vergangenheit in der Gegenwart für die Zukunft lernen. Und diesmal liegt der Fokus aber ganz besonders auf der Zukunft, auf dem nach vorne schauen. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ihr seid die Zukunft. Wir haben heute hochkarätige Leute auch aus der Politik, Verwaltung, Kirche und Wissenschaft hier. Alles das ist wichtig, aber ich denke, es gibt jede Gelegenheit muss man nützen, um zu betonen, die Schülerinnen und Schüler, die Jugend, die sind die Zukunft, die die Zukunft auch mitgestalten. Am meisten wird es an Ihnen liegen und nicht nur an den Experten, wie die Zukunft ausschaut und wie das Zusammenleben auch ausschaut. Ich möchte auch einladen, immer dem anderen zuzuhören, offen zu sein, miteinander zu reden. Wenn es Konflikte gibt, dann kann man die nur gemeinsam lösen. Diese Botschaft richtet sich aber nicht nur an die jüngeren Teilnehmer der Konferenz, sondern an uns alle. Ich glaube, da müssen wir uns alle auch selbst an der Nase nehmen. Ich versuche persönlich auch nach allen Kräften immer das Gespräch zu suchen und den Austausch zu fördern. Verständnis, Respekt und Wertschätzung können am besten auch durch das gemeinsame Gespräch erreicht werden. Sehr geehrte Volksgruppenvertreter, sehr geehrte Volksgruppenangehörige, ich möchte meinen Besuch auch nützen, um einen Beitrag der Republik Österreich für die Volksgruppe der Kärntner Slowenen anzukündigen. Es wird auch heuer zum 100-jährigen Jubiläum der Volksabstimmung eine Abstimmungsspende geben. Wir sind jetzt gerade im finalen Stadium auch der Verhandlungen mit dem Finanzministerium, um auch die Höhe festzulegen. Und mit dieser finanziellen Zuwendung des Bundes leistet Österreich einen zusätzlichen Beitrag zur Förderung und zum Erhalt auch der slowenischen Sprache und Kultur in Kärnten. Ich möchte mich abschließend jetzt noch bei den Veranstaltern der heutigen Feier bedanken, dass sie heute und in den nächsten Tagen auch diese Themen intensiv aufgreifen und in unterschiedlichen Formaten bearbeiten. Sie werden ja vielfach der Frage nachgehen, welche Herausforderungen, aber auch Chancen in diesen Entwicklungen für die Zukunft liegen und welche Maßnahmen es braucht, um das Erbe der Vergangenheit angemessen in die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts einzubetten. Ich sehe auch den Konferenzergebnissen mit großem Interesse entgegen. Sie werden ein wichtiger Impuls auch für unsere politische Arbeit, für meine politische Arbeit als Kanzleramtsministerin, die für Volksgruppenangelegenheiten zuständig ist, sein.
Ich wünsche der gesamten Tagung viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Danke für die Aufmerksamkeit. Hvala.